Moie Leiiwle Goeten, mein Numm ass Jerome Luling, an lo léieremer e bësse Letzebäierch. An Haut kokemer als een Artikel am Luxemburger Wort hunn, anzwer en Interview vum 3. Dezember 2017 an ja, den lesen ma lo fir, anzwer mat enger deitscher synthetischer Stimme. Ich mach mein Mikro also aus, an du ass an der Lausströmer. Eine Vielzahl an Akronymen hat dank der SMS Einzug in den täglichen Sprachgebrauch gefunden. Foto, Gaijale. Panorama 4 Minuten. 3.12.2017 aus unserem Online-Archiv. Von Handy zu Handy. HB2U SMS. Natalie Roden. Vor 25 Jahren wurde die erste SMS gesendet. Der Kurznachrichtendienst veränderte die Kommunikation und Sprache einer Generation. Aber steht er nun vor dem Niedergang? JMZ, Merry Christmas, so lautete die erste SMS der Welt, die am 3. Dezember 1992 von einem PC an ein Mobiltelefon gesendet wurde. Der Sender war der damals 22-jährige englische Ingenieur Neil Papworth, dessen Team einen Textnachrichtendienst für die erst im selben Jahr auf den Markt gebrachten GSM-Mobiltelefone ausarbeitete. Die Beliebtheit des Services stieg zunächst nur zögerlich an. Erst 1998 wurden etwa in Deutschland erstmals 1 Milliarde SMS verschickt. 2 Jahre darauf hatte die SMS bereits die 10-Milliarden-Marke hinter sich gelassen. Ein Grund für diesen Boom war die Einführung des Nokia 3210, ein Kassenschlager unter den Handys. Es hatte, verglichen mit den Knochen der 90er Jahre, ein schlankeres, modernes Design, war erschwinglich und leichter in der Bedienung, insbesondere beim Schreiben von SMS. Advertising. LOL, HDMG, PDG. Nicht zuletzt dank des populären Handys entdeckten die Jugendlichen um die Jahrtausendwende das Simsen als Kommunikationsform für sich und veränderten die Sprache. 2012 in einem Spiegel-Interview gefragt, warum denn seine erste SMS ein unorigineller Weihnachtsgruß gewesen sei, antwortete Papworth lapidar: Na ja, was hätte ich denn sonst schreiben sollen? OMG, itwrkd. LOL. Diesen SMS-Jargon gab es doch noch gar nicht. Der SMS-Slang mit seinen Kürzeln gehört mittlerweile in vielen Sprachen zum festen Bestandteil. Mit nur 160 Zeichen pro Bezahleinheit mussten SMS-Kommunikationen notgedrungen kurz ausfallen. Aus den Anfangsbuchstaben der Wörter gebildete Akronyme und andere Abkürzungen boten sich also an. Die Kürzelsprache erschien vielen Uneingeweihten zunächst kryptisch, viele Zeitungsartikel versuchten, die gängigsten Abkürzungen zu entschlüsseln. Mittlerweile sind LOL, Laughing Out Loud, HDL, Hab dich lieb und OMG, Oh mein Gott, mehr oder weniger allgemein verständlich. Auch die Luxemburger Jugend entdeckte die SMS-Sprache für sich und schuf Akronyme wie PDG, Pechtomgang, HDMVG, Hundig Mega Vulgär, HDM, Haldeimond oder Nene, Nervnet. Für Sprachforscher Jerome Luling ist der Boom der Abkürzungen in der Alltagssprache einer der wichtigsten Einflüsse der SMS auf das Luxemburgische, ein Trend, der sich vermutlich nicht mehr stoppen lässt. In Luxemburg hat die SMS aber noch mehr verändert. Förderin des Luxemburgischen. Luling hat von 1998 bis 2002 an seiner Doktorarbeit über die sprachliche Kreativität des Luxemburgischen gearbeitet und hierfür auch den Einfluss der SMS auf die Sprache analysiert. Dafür wertete er Chatverläufe aus. Zu seiner Überraschung wurde dort nämlich auf Luxemburgisch getextet. Das war überraschend, wenn man bedenkt, dass wir ja gar kein Luxemburgisch in der Schule lernen. In der schriftlichen Kommunikation, Telegramme, Faxe, habe zuvor das Deutsche vorgeherrscht.
Dass nun die Kommunikation über SMS und auch im Chatroom gänzlich auf Luxemburgisch geführt werde, sei schon etwas Neues, erklärt der Linguist. Niedergang im WhatsApp-Zeitalter. In der SMS wird die gesprochene Sprache verwendet, Regeln der Orthographie oder des Satzbaus haben hier wenig Gültigkeit. In Ländern wie Deutschland oder Frankreich hat genau das zu einem Aufschrei der Sprachpuristen geführt. Für den Fall Luxemburg sieht Lulling das ganz anders. Man kann nicht sagen, dass wir eine gesetzte Norm der Rechtschreibung hatten, die nun durch die SMS angegriffen wird. Zwar habe es bereits Bemühungen gegeben, eine Rechtschreibung des Luxemburgischen zu etablieren. Diese sei jedoch, im Unterschied zur französischen und deutschen Rechtschreibung, im Land kaum bekannt gewesen. Das hat sich zwar durch das Aufkommen der SMS nicht unbedingt geändert. Die SMS trägt aber dazu bei, dass massiv auf Luxemburgisch geschrieben wird, sagt Lulling, und das sei doch eine sehr positive Entwicklung. Die Beliebtheit der SMS erreichte im Jahr 2012 mit fast 60 Milliarden verschickten SMS in Deutschland ihren Höhepunkt und sank bis 2016 rapide auf ein Fünftel dieser Zahl. Gleichzeitig stieg die Beliebtheit von Nachrichten-Apps, allen voran WhatsApp. Diese Apps erlauben es, Nachrichten und größere Dateien wie Bilder kostenlos über Internet zu versenden. Möglich wird diese Neuerung durch die Beliebtheit von Smartphones und den Preisverfall des mobilen Internets in den 2010er Jahren. Die SMS, ein Kind der Telefonie und wie diese meist kostenpflichtig, kann damit nur schwer konkurrieren. Als reines Kommunikationsmedium muss sie vor WhatsApp und Messenger kapitulieren. Voilà, das war mein Interview für die Woche. Der Rest lesen wir noch nicht für. Das war am Jahr 2017. Sind also auch schon rum 5 Jahre her. HBT2U, das heißt Happy Birthday to You, SMS. Ja. Auch viel von denen Aufkürzungen gehen auch heute noch benutzt, soweit ich weiß. Und das war es auch schon ist. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf meiner Internetseite exercice.lu. Theorie dazu fand ihr auf grammaire.lu. Ich bin auch auf Facebook und auf YouTube. An die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, Verbentabellen auf Lützeburgisch an 170 Witze auf Lützeburgisch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.